Na 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 na. Na 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 na. Oh, Super FCB. Ach Leute, was soll ich sagen? Ja, ich bin heute die Entspannung in Person zu dem Spiel. Warum? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin jetzt schon abgehärtet so langsam. Und ich habe heute ein gutes Fußballspiel gesehen. Das habe ich nur nicht bei uns gesehen. Das habe ich davor bei Union gesehen. Das war ein sehr gutes Fußballspiel. Bei uns war es so wieder, ja, wie immer. Vielleicht deswegen, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir müssen uns einfach daran gewöhnen, dass wir keinen guten Fußball spielen, trotzdem die Ergebnisse erzielen. Im Gegensatz zu anderen Mannschaften, die einen riesen Aufwand betreiben und ein gutes Fußballspiel machen und dann 3:2 verlieren in der Champions League. So, ja, jetzt können wir uns hier hinsetzen und können uns aussuchen, was wir lieber haben. Weiß ich nicht, muss jeder von euch für sich entscheiden. I don't know, ich war heute relativ emotionslos nach den ersten 60 Minuten, weil es einfach nur... Wir waren so kreativ wie ein Holzblock. Machen wir es kurz. So, der Einzige, der ein bisschen Akzente gesetzt hat, war der Leimer. Bezeichnend erste Halbzeit war der Leimer der Einzige, der mal eine Flanke versucht hat und der mal einen Ball scharf nach innen gespielt hat. Alles andere war wie immer. Ne? Ich könnte mich auf der anderen Seite, andere Grund, warum ich gute Laune habe, ich habe ja heute das Kommentarvideo aufgenommen zu Leipzig, das kommt morgen raus. Und da waren ja so viele hohle Kommentare, ja, die ich heute die mit diesem Spiel alle widerlegt wurden heute. Wo man versucht hat, irgendwie meine Meinung da irgendwie, weiß ich nicht. Es wird auf jeden Fall heute alles widerlegt. Ich möchte da gar nicht so drauf eingehen. Ich freue mich für mich innerlich, ja. Ich denke, Ulla hat heute gezeigt, dass er ein guter Torwart ist. Ich denke, der eine oder andere Spieler hat heute gezeigt, dass er nicht so der overpowered Gamer ist, wie er sein möchte. Ich denke, man hat heute gesehen, dass ein Leimer uns auf der 8 eher weiterhilft, wie auf der rechten Verteidigerposition, auch wenn beim Leimer heute nicht alles gut war. Ich denke, Mazraoui hat heute gezeigt, dass er einen rechten Verteidiger spielen kann. Ich denke, Koman hat uns wieder gezeigt, dass er nicht auf den Platz gehört. Ja, und ich denke, Müller hat gezeigt, dass Müller heute gefehlt hat. Und auch einmal Musiala hat gezeigt, dass er eigentlich nicht auf den Platz gehört hätte heute. Ja, er hat das Tor gemacht, wunderbare Einzelaktion. Das ist auch das Einzige, wovon wir aktuell leben, von Einzelaktionen. Von keinerlei Zusammenspiel, was wir auf der anderen Seite bei Kopenhagen gesehen haben, Kombinationsfußball. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann wir das letzte Mal mal einen Spielzug über 3-4 Stationen überhaupt mal gesehen haben. Ja. Von daher sage ich euch ganz ehrlich, bin ich da mittlerweile abgestumpft. Ich reg mich da nicht mehr drüber auf. Ich nehme das so hin, ich gucke mir das an. Es gefällt mir nicht und ist gut. So, solange die Ergebnisse eingefahren werden, ja, können wir uns hier hinsetzen, können das kritisieren, können meckern. Auf welcher Grundlage? So, wir haben 2:1 gewonnen in Kopenhagen. Ja, wir können das jetzt entweder so oder so reden. Wir können das super stark reden. Können sagen, ja, Kopenhagen, super mannschaftliche Leistung, bärenstark gefightet. Manchester City, Dortmund, Sevilla haben da letztes Jahr nicht gewonnen und der große FC Bayern hat da 2:1 gewonnen. So, wir können das so reden. Wir können aber auch wirklich die Tatsachen aufzählen und sagen, dass wir 60 Minuten kreativ waren wie ein Holzblock. Danach waren wir immerhin so kreativ, den Ball lang auf dem Harry Kane zu spielen, der ihn 2-3 Mal verlängert hat auf den Thomas Müller. Ja, ist dann eine Spielweise, dann hat man wenigstens auch mal eine Taktik gesehen, wie wir spielen wollen. Die habe ich die ersten 60 Minuten mal wieder nicht gesehen, aber nochmal, ich denke, es ist jetzt an der Zeit, dass wir uns damit abfinden und dass wir uns da mal erfreuen, wenn wir vielleicht mal wieder ein Tor aus dem Spiel erzielen, wo vielleicht mal 4, 5 herausgespielte Stationen sind. Man muss ja froh sein. Wir haben ja heute ein Tor gesehen aus dem Spiel heraus, wo es mal über
2 Stationen ging. Ja? Die Kopfball, nee, 3 Stationen sogar. Der lange Ball, die Kopfballverlängerung von Harry Kane auf Thomas Müller, der dann nochmal abgelegt hat auf Mathys Tel. So, das können wir ja dann schon mal als Spielzug durchgehen lassen. Und alles andere, wozu wir aktuell in der Lage sind, haben wir die ersten 60 Minuten gesehen. Punkt. Das sehen wir seit Woche, abgesehen vom Bochum-Spiel, weil Bochum gegen uns Mann gegen Mann gespielt hat auf dem ganzen Platz, was sie selber schuld waren. Aber jede Mannschaft stellt sich hinten rein mit 2 Ketten, versucht schnell umzuschalten. Wir finden seit Wochen, Monaten keinerlei Mittel dagegen. Ich denke, man hat klar gesehen, dass es zweite Halbzeit einen Tacken besser war, weil auch da, um mich mal wieder selber zu loben, ein Musiala und ein Leimer ein bisschen tiefer aus der Tiefe mehr kam und nicht vorne am 16er schon standen und da auf irgendwelche Bälle gewartet haben und dann da irgendwelche Kunststückchen versucht haben. Wenn da 10 Mann drumherum stehen, macht das halt einfach keinen Sinn. Ja, das ist auch, was ich in jedem Taktikfuchs die letzten Wochen erzählt habe, dass ein Musiala nicht da vorne auf der 10 zu stehen hat, wenn da ein Gegner steht, der mit 10 Mann hinten drin steht. Da muss der Musiala mehr von der 8 kommen. So, dass er ein bisschen Raum vor sich hat, dass er mit Speed auf die Gegner gehen kann. Und dann kann er auch mal eine Einzelaktion machen oder vielleicht auch mal einen Pass spielen. Ansonsten, ja, erstmal das. Wie gesagt, meine innerliche Schadenfreude ist da. Das Spiel hat mir heute bewiesen, dass ich auf jeden Fall nicht nur dummes Zeug hier von mir gebe. Das tut meinem Ego gut. Von daher habe ich gute Laune. So, gehen wir jetzt mal an, wie immer. Erstmal Chapeau an Union Berlin. Ich habe noch nie, und ich war schon bei 2 DFB-Pokal-Endspielen da, so eine Stimmung im Olympiastadion erlebt. Einfach grandios. Gerade die erste halbe Stunde, auch die letzten 10 Minuten, phänomenal. In diesem Stadion es zu schaffen, so eine Stimmung rüberzubringen. Chapeau. Union hat sich leider nicht belohnt. Es war wirklich ein schönes Spiel. Die Braga habe ich sonst immer in Erinnerung gehabt, aus meiner Zeit, wo ich den Verein noch mal international gesehen habe, als die absolute Maurertruppe. Das ist genau das Gegenteil. Braga hat einen super Offensivfußball gespielt, einen variablen Offensivfußball, den wir uns noch wünschen können. Da wurden Positionen gewechselt, quasi im Minutentakt. Wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gewesen, super anzuschauen. Und dann habe ich die ernüchternde Partie bei uns gesehen und die gehen wir jetzt mal chronologisch ein bisschen durch. Also, ich denke mal, die erste Halbzeit, wie ich schon sagte, kreativ wie ein Holzblock. Kein Spieler, der nur annähernd mehr herausgestochen ist. Der auffälligste Spieler war der Leimer. Der einzige Spieler, der versucht hat, da ein bisschen Zug reinzukriegen. Bezeichnend, dass der Leimer der einzige Spieler war, der mal bis zur Grundlinie auf der rechten Seite gegangen ist. Das hat weder ein Sané gemacht, das hat weder ein Mazraoui gemacht. Fairerweise muss man sagen, dass ein Mazraoui da ein bisschen an der Raum gefehlt hat, weil ein Leimer die ganze Zeit dahin geprescht ist. Das muss man fairerweise auch sagen. Und teilweise war der Leimer auch zu vogelwild, aber da kommen wir gleich noch zu. Also können wir das erste Halbzeit abhaken, denke ich. Ja, von unserer Seite war da absolut nichts zu sehen. Wir haben nicht eine klare Torchance gehabt. Wir haben Einzelaktionen mal versucht, wie immer. Leroy, Weltklasse heute wieder, wie die ersten 5 Spiele. Ich denke, er hält sein Top-Level. Gar keine Frage. Zweite Halbzeit. Ja, also erstmal die Führung für Kopenhagen war absolut verdient. Ja, die haben den direkteren Fußball gespielt. Die haben Kombinationsfußball gespielt. Kimmich wurde 4-5 Mal übelst einfach stehen gelassen. Also der sah richtig schlecht aus. Generell, wie einfach man uns überspielen kann. Wenn da eine Mannschaft mit Qualität wäre, Alto Belli, macht die Schotten dicht. Ganz, ganz wild. Zweite Halbzeit. Ja, zweite Halbzeit war es ein bisschen verbessert. Aufgrund erstmal, ich denke mal, Kopenhagen hat man auch gemerkt, die haben ein bisschen abgebaut, körperlich. Kreativ waren wir immer noch nicht. Wir hatten immer noch keine Ideen. Taktisches Mittel vom Tuchel hat man gesehen. Er hat Musiala und einen Leimer ein bisschen weiter nach hinten gezogen. So dass man mal ein bisschen mit Raum auf die letzten Ketten gelaufen ist. Ja, so hat Musiala dann endgültig auch sein Tor gemacht, was er stark gemacht hat. Bis dahin war Musiala leider ein Totalausfall. Kommen wir bei der einzelnen Benotung drauf.
Was ich lächerlich fand, war, dass die 3 zum Wechsel bereit standen und nach dem Tor denkt sich Tuchel, ach nee, alles gut, wir machen ein super Spiel, uns reicht das 1:1, ich nehme die 3 wieder weg. Also das habe ich nicht gefühlt. Ja, wenn er Musiala da auswechseln wollte, hätte man sagen können, ja, pass mal auf, ich wechsle nur 2 ein, lass Musiala immer noch 5 bis 10 Minuten auf dem Platz, ob ihn das pusht. Danach waren wir genauso kreativ wie ein Holzblock wie davor. Ja, es war keinerlei Steigerung zu sehen. Ja, Musiala war mal 5 Minuten lang ein bisschen angefixt, hat mal ein bisschen Gas gegeben, aber dann ist halt auch wieder verflogen. Wenn man Musialas Jubel gesehen hat und dann auch gleich den Blick nach draußen Richtung Tuchel, denke ich, dass da auch irgendwas zwischen Trainer und Spieler nicht ganz stimmt. Ob ich das jetzt richtig interpretiere oder ob er nur so geglotzt hat, weil da die 3 Auswechselspieler standen, sei mir dahingestellt. Aber Musiala hat ja seit Wochen keine gute Form. Ja. Auch heute wieder, kommen wir gleich auf, wenn wir drauf eingehen. Ja, ansonsten ist unsere Taktik oder Tuchels Taktik, weil wir auch hier schon philosophiert haben in den Kommentaren im Stream. Was ist unsere Taktik des FC Bayern im Moment? Ich denke, wir können festhalten, dass unsere Taktik ist, den Gegner müde zu spielen, ohne dabei kreativ zu werden und Torchancen zu erspielen. Und dann darauf zu hoffen, dass 3 frische Leute das Ruder rumreißen. So, das ist aktuell unsere Taktik. Und mit der, wie gesagt, müssen wir uns anfreunden, weil die Ergebnisse geben dem Trainer recht. Punkt. Ja. Man muss nicht schön spielen, wenn die Ergebnisse da sind. Dann ist das so, ist vielleicht jetzt das Niveau, auf das wir uns einlassen müssen und gut ist. Ja, die Auswechslung war natürlich viel zu spät. Ja, allein dass ein Coman, was war es, 80 Minuten? Warte, ich guck mal, 80 Minuten auf dem Platz sein durfte. Das ist eine absolute Frechheit für jeden einzelnen Spieler, der draußen sitzt. Ob es ein Tell ist, ob es ein Müller ist, ob es selbst ein Choupo ist, die Leistung von Coman heute war unterirdisch in allen Belangen. Was man dem Tuchel zugute halten muss, ja, wir haben 10 Minuten lang in der zweiten Halbzeit die Seiten getauscht. Halleluja, auch Balsam für meine Seele. Predige ich auch erst seit Wochen. Aber es hat ganze 10 Minuten gehalten. Dann war das schon wieder durch, weil Leroy auf links gar keinen Bock hatte, weil da musste er ja mal flanken und konnte nicht seine verfickten Einzelaktionen machen und jedes Mal in die Mitte ziehen, die im Sand verlaufen. Hatte er gar keinen Bock drauf, mal den Ball reinzuflanken. Coman dasselbe. Coman, super egoistischer Drecksack heute. In der ersten Halbzeit, Alter, wir haben schon kaum Chancen gehabt, weil wir kreativ wie ein Holzblock waren. Und er hatte 2-3 Mal die Chance, einfach den einen Spieler noch stehen zu lassen und mal eine Flanke auf den Harry Kane. Harry Kane stand so da. 2-3 Mal. Eine Minute. Nichts. Jedes Mal zieht er nach innen und will was machen. Da stehen 10 Leute und er sucht eine Lücke, um aufs Tor zu schießen. Unterirdisch schlecht. Ihr seht, ich reg mich jetzt doch wieder auf. Ich wollte mich gar nicht aufregen. Wir müssen mit diesem Spielstil jetzt leben. Das ist jetzt unser Spielstil diese Saison. Punkt. Also runterfahren wieder. Ja, am Ende des Tages können wir uns bei Müller bedanken, beim Tell, dass er da die Ruhe hat, das Ding da reinschiebt. Was er natürlich auch machen muss. Und natürlich bei unserem Keeper, der ja einfach nur eine Wurst ist. Ich denke, Choupo kann ihm mal eine Kiste Bier ausgeben. Es wäre sonst ein sehr schönes Eigentor von Choupo gewesen. Den musst du da halt erstmal rauskratzen unten aus der Ecke. Ne? Ja. Das ist das Spiel zusammengefasst. Wir waren komplett nicht kreativ. Wir haben keinerlei Chancen spielerisch rausgespielt. Wir haben keinerlei Chancen aus einer Ecke mal oder aus einem Freistoß. Es war alles Müll. Einzelaktionen haben uns den Arsch gerettet. Und dann die Tatsache, dass Müller auf den Platz kam und Müller halt mal vorne war und ein Harry Kane endlich mal jemand hatte, auf den er mal einen Kopfball ablegen kann. Ja, genauso wie es schon war, wo ein Levi bei uns war. Wie oft haben wir das von Levi gesehen? Abschlag oder Ball aus der Abwehr. Levi hat das Ding verlängert auf Müller, ist nachgerückt, Müller hat wieder abgelegt, boom, Tor. Aber nein, wir spielen ja dann nur mit Außenspielern, nicht mal mit einem zweiten Stürmer oder einem zweiten hängende Spitze oder sowas, ist ja verpönt bei uns. Ja, aber gut. Gut, das ist meine Meinung zum Spiel. Verdient gewonnen? Nein. Definitiv nein.
aber gewonnen. So, das ist, was am Ende des Tages zählt. Wie gesagt, in 2 Wochen fragt keiner mehr, war es ein gutes Spiel, war es ein schlechtes Spiel. Nee, es interessiert einfach keinen. Wir haben 2-1 gewonnen, Punkt. Fertig. Ja. Gut, Statistiken. Gehen wir rein. Reaction-Szene. Bitteschön. Ballbesitz 42:57, Abseitsstellung 1:1, Fouls 10:11, Zweikämpfe 49:51, Schüsse aufs Tor 4:5. Erste Halbzeit war es, glaube ich, 3:0. Wir haben nicht einen Schuss aufs Tor gehabt. Schüsse insgesamt 11:15. Ja, Halleluja. Ich weiß nicht, wo wir die 15 jetzt statistikmäßig rausgeholt haben. 3:9 Ecken. Von den 9 Ecken war nicht eine gefährlich. Angekommene Pässe 354 zu 529. Flanken 8:11. Ja, kaum zu glauben. Leute, wir haben heute mal Flanken gesehen. Oder? Ich meine, die waren alle Schrott, aber wir haben mal Flanken gesehen. Das können wir ja dann schon mal als Fortschritt werten. Gut. Schüsse insgesamt. Sani 2, Kimmich 1, Musiala 1. Kann ich mich an keinen von den ersten beiden genannten dran erinnern. Torschussvorlagen, Mazraoui 1, Müller 1. Gewonnene Zweikämpfe, Sané 9, Kane 9. Upamecano 8, Ballkontakte 125 Upa, 115 Kim, 95 Mazraoui. Gefoult worden, schenken wir uns. Gut, ich bleibe mal auf der Seite hier. Erstmal können wir mal Spieltag gucken. Ich weiß noch gar nicht, wie die anderen gespielt haben. Also Union, ey, ich kann es nur noch mal sagen, war echt ein wildes Spiel, ein schönes Spiel. Ja. Union hat 2-0 geführt, konnte sich leider nicht belohnen. Salzburg, Red Bull Salzburg. Ich wollte gerade sagen, nicht Leipzig, ich wollte gerade sagen, Leipzig 0-2, was ist da los? Wo ist denn unsere Gruppe? LOL. Man United, Galatasaray, Istanbul 2:3. Ja, gewinnen wir gegen Galatasaray, sind wir schon durch. Kann man mal machen, ne? Inter Mailand, Benfica 1:0, Eindhoven, Sevilla 2:2, Lens, Arsenal 2:1. Ja, wir können ja jetzt wieder anfangen. Nochmal hier Auge auf die Kommentare. Wir gucken jetzt auf andere Teams. Ne? Dann fühlen wir uns auch viel geiler. Weil wenn wir sehen, dass Arsenal in der Premier League 2 Unentschieden gespielt hat, dann können wir doch stolz auf uns sein, dass wir auch nur 2 Unentschieden gespielt haben in der Bundesliga, oder? Da haben wir doch nichts zu meckern. Deswegen meckern wir auch nicht mehr jetzt. Real Madrid 2:3 in Neapel. Ja, Leute. Wir meckern jetzt nicht mehr über unseren Verein. Wir freuen uns jetzt über die gezeigten Leistungen. So, Ulle. Ja, Leute, gehen wir rein in die Noten. Ich habe einen Ulle bei einer 3 gesehen. Hat's gut gemacht. Ja, das, was er machen konnte, hat er gemacht. Ja, durch die Glanzparade am Ende muss man den Ulle auf jeden Fall auf eine 3+, wenn nicht sogar auf eine 2 hieven. Minjay sehe ich bei einer 4, Upa sehe ich bei einer 3. Ich will das gar nicht groß begründen. Ich könnte es begründen. Also, wie gesagt, Minjay war wieder zweikampfmäßig eine Katastrophe teilweise. Aber leider muss man auch wieder sagen, dasselbe Problem wie immer. Defensive Mittelfeld war so semi. Davies auch wieder Vogelwild irgendwie, weiß ich auch nicht. Weiß ich nicht. Wenn ich die erste Halbzeit mit dabei nehme, Alter, findest du schwer, was besser wie eine 4 ist hier. Also, man kann es halt nicht mehr benoten. Ne? Man kann es einfach nicht mehr benoten, weil es der Standard mittlerweile ist bei uns. Müsste ich vielleicht mal Standard anders ansetzen, dann könnte ich das vielleicht besser benoten. So würde ich sagen, Davies auch eine 4. Ja? Auch im Zweikampf nach hinten, wie oft Kopenhagen da durchgegangen ist über die Seite. Und das, obwohl sie nicht den Speed eines Davies haben. War schon wild. Mazraoui hat's besser gemacht, fand ich. Wobei man sagen muss, dass ein bisschen mehr über die rechte Seite entstanden ist. Aber das meiste eigentlich durch die Mitte. Ja, Mazraoui war aber auf jeden Fall ein Tacken in der Offensive auffälliger, wie es ein Davies war für mich. Also von daher würde ich Mazraoui bei einer 3 sehen. Vielleicht bei einer 3-, ja. Musiala aufgrund seines Tores sehe ich ihn bei einer 4. Ansonsten wäre es für mich eine 5 gewesen. Er war absolut bis dahin 0 zu sehen. Tacken besser in der zweiten Halbzeit, habe ich schon gesagt, weil er ein bisschen mehr aus einer etwas tieferen Position kam. Leimer sehe ich
Ja, sehe ich bei einer 3-. Ja, wie ich schon sagte, erste Halbzeit war er der Einzige, der aufgezogen hat, der auffällig war. Tuchel hat so gesagt vor dem Spiel, Conny Laimer rückt auf die Zehnerposition, wenn wir den Ball haben. Wenn wir den Ball nicht haben, rückt er zurück auf eine, hat er Sechser gesagt oder Achter? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall soll er dann zurückrücken. So, das Problem war, dass Conny Laimer dann, wie gesagt, der Einzige war, der mal rechts außen bis zur Grundlinie gelaufen ist und eine Flanke geschlagen hat. Ist klar, dass er dann nicht mehr so schnell nach hinten kam, um da den Raum mitzuschließen. Ne? Das war halt so ein bisschen das Problem. Deswegen dann in der zweiten Halbzeit auch ein bisschen aus tieferer Position. Aber ansonsten war er der geackert hat, der versucht hat, der gerannt ist wie ein Stier. Erste Halbzeit hat der Rest des Kaders gestanden. Da kannst du auch keinen vorne ausnehmen, auch ein Harry Kane. Ja, dann müssen wir auch nicht irgendwie den Himmel loben, kommen wir gleich noch zu. Es hat jeder gestanden. Coman hat nur gestanden, Sané hat nur gestanden. Da ist keiner mal entgegengekommen, hat sich mal angeboten, hat mal irgendwie seine Position mal ein paar Meter verlassen vorne, mal ein bisschen variabel zu werden. Jeder. Es war grausam, sich anzugucken. Und das war zweite Halbzeit auch nicht besser. Gut, von daher Conny Laimer eine 3. Coman eine 5. Warum? Coman war super. Nichts. Es hat nichts geklappt. Super eigensinnig, wie alle anderen da vorne. Ich weiß nicht, warum wir nur noch eigensinnigen Fußball spielen. Es ist zum Kotzen. Es ist sich nicht zum Angucken. Ob es ein Musiala ist, ob es ein Coman ist, ob es ein Sané ist. Du kannst es dir nicht mehr mit angucken. Wie oft hat heute ein Sané einen Haken geschlagen und hat seinen super tollen, ja, ich möchte gern so gut sein wie Arjen Robben, Laufweg gemacht und jedes Mal wurde er vernascht, Alter. Ich verstehe es nicht. Es geht in meinen Kopf nicht rein. Ein Kane wurde wieder komplett ignoriert. Wobei man fairerweise sagen muss, er hätte sich heute ein bisschen mehr bewegen können. Bin ich komplett dabei. Aber gut, kommen wir gleich zu. Coman 5, Kimmich 4. Warum eine 4? Weil, wie ich schon sagte, er hat heute ein bisschen besser die Pose gehalten. Ja, komischerweise macht er das, wenn Laimer auf dem Platz ist. Vielleicht ist das aber auch die Ansage von Tuchel. Pass mal auf, du bist ja klare Sechser. Laimer ist mehr, der in die Offensive geht. Das hat mir eigentlich recht gut gefallen. Aber er wurde trotzdem gnadenlos überlaufen. 3, 4, 5 Mal. Ja. Weil er einfach wieder hier sein Bein raus, so steht er da, anstatt mal in irgendeinen Zweikampf zu gehen. Alter, er wurde einfach überlaufen von Kopenhagen. Und das ist der FC Kopenhagen. Und nicht irgendeine Top-Mannschaft. Ja? Das ist einfach eine Mannschaft, die geschlossen Fußball spielt. Als Mannschaft. Und die führt uns vor. Die hat uns vorgeführt. Ja, was Kombinationsfußball ist. Hat sie uns gezeigt. Das ist schon wild, oder? Ja. Trotzdem hat Kimmich nicht dauerhaft die Position gehalten. Ja, das ist auch klar. Aber es war auf jeden Fall einen Tacken besser wie sonst, wie ich fand. Aber er konnte recht wenig Einfluss nehmen im Spiel. Und wie gesagt, ich kann mich an einen Zweikampf erinnern, den er mal geführt hat, den er gewonnen hat. Alles andere, es war so, als würde er da gar nicht stehen. Er wurde einfach ausgespielt. Ja, ganz wild. Sané, Note 4. Ist heute gar nichts gelungen. Ja, Punkt. Wie immer, super eigensinnig. Fairerweise muss man sagen, das ist aktuell unser Spielstil. Punkt. Ja, wir können das den Spielern schon gar nicht mehr vorwerfen. Ob es ein Coman ist, ob es ein Sané ist, ob es ein Musiala ist. Jeder nimmt den Ball und guckt, ja, fummel ich 5 aus, versuche ich den 6. noch, schieße ich vielleicht mal aufs Tor. Was mache ich? Alles außer den Ball mal reinzuflanken oder mal einen Mitspieler zu suchen, der besser steht, um dem irgendwie ins Spiel einzubinden. Doppelpass, was ist das? Ich nehme doch erstmal den Ball an und tänzel erstmal ein bisschen rum und mache Lambada. So, das ist unser Spielstil unter Tuchel. Ihr habt euch alle gefragt, ich habe mich auch gefragt, was ist unser Spielstil? Punkt. Das ist unser Spielstil. Wir schieben den Ball wie im Handball umher, bis derjenige sich ein Herz nimmt, wie ein Sané, wie ein Coman oder wie ein Musiala und durch eine Einzelaktion irgendwas versucht. Davon gehen dann 500 schief und irgendwann trifft man eine Einzelaktion und ja. So gehen wir das an und dann bringen wir 13 Minuten vor Schluss nochmal 3 frische Kräfte rein und dann hoffen wir, dass ein Tell das Tor macht. Super, oder? Das ist eine super Taktik. Grandios. Gut, Kane würde ich auch bei einer Note 4 heute sehen.
Wie gesagt, hat sich zu wenig bewegt, meines Erachtens nach. Erst, wo dann Müller auf dem Platz war, wird wahrscheinlich die Ansage gekommen sein, lass dich mal ein bisschen fallen. Ja, dann hat man es gesehen. Da hat er gleich zweimal den Müller eingesetzt mit einem verlängerten Kopfball. So, und Müller hat vorne das Tor natürlich Weltklasse vorbereitet für den Tell und hat dann eine Minute später hinten noch gerettet. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also hätte Ulle das Ding nicht da gehalten, wäre diese Chance nicht gekommen, wäre dieser Videotitel hier auf jeden Fall Danke Thomas. Ja, weil, ja, das ist, wie es am besten zu beschreiben ist. Schupo war komplett unauffällig. Müller, ja, ich habe gesagt, ich hätte Müller in dem Spiel gebracht. Von vornherein hat man mich auch für belächelt. Kann man jetzt von halten, was man will. Ich hätte auch einen Tell für einen Koman gebracht. Und Goretzka fand ich vollkommen richtig. Leimer habe ich auch gesagt, bring den Leimer. Hättest den Leimer schon ein bisschen eher auswechseln können. Bring den Leimer, lass den 60 Minuten Vollgas geben. Leider hat die Mannschaft nicht mitgezogen. Ja, muss man auch so sagen. Leimer hat umsonst die erste Halbzeit da geackert wie eine Maschine. Da bringst du Leon rein, der dann auch gute 5 Minuten hatte. Und dann hieß es halt, ja, stell dich neben den Kimmich und versuch da das Ding ein bisschen zuzumachen. Hat dann auch nochmal 1, 2 gute Aktionen gehabt, wo er mal den Ball da erobert hat, beziehungsweise den Zweikampf gewonnen hat. Von daher war das auch okay. Ja, und damit haben wir 2:1 gewonnen in Kopenhagen, haben 6 Punkte in der Gruppe. Und alles ist schicki. Ne? Ja. So, wir haben jetzt noch ein Spiel gegen Freiburg. Wir hatten ja auch in den Kommentaren stehen, ja, wartet, ich gehe nochmal auf Spiele. Wir hatten ja in den Kommentaren stehen, ja, wir müssen jetzt Freiburg, Mainz und Darmstadt müssen wir einfach gewinnen, die Spiele. Es sollte auch gar kein Problem sein, weil wir gegen Kleine gar keine Probleme haben. Ja, ich denke, jeder Club sieht die Blaupause, wie man gegen uns spielen muss. Hat auch jeder Club bisher so gezeigt, außer Bochum. Und ja, warten wir mal ab. Warten wir mal ab, wann die Serie reißen wird, dass irgendein eingewechselter Spieler, meistens der Tell, irgendwie mal ein Tor macht. Sich darauf immer zu verlassen, wild, aber nochmal, das ist jetzt die Spielweise unseres FC Bayern. Wir haben jetzt das 6. Spiel gesehen, oder? Lass mich kurz gucken. Das ist Testspiel, Super Cup, lasse ich mal weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spiele sogar. So, 9 sogar. Wir haben 9 Spiele gesehen. So, ich denke, nach 9 Spielen können wir schon mal darüber reden, was ist unsere Spielweise. Wie ich im Eingangs des Videos sagte, unsere Spielweise ist, den Ball wie unter Pep Guardiola in seiner schlechtesten Phase einfach in den eigenen Reihen zu halten. Am besten 70% Ballbesitz, ohne kreativ zu werden, ohne Torchance zu erspielen. Den Gegner somit müde machen und dann die letzte Viertelstunde gucken, dass wir immer nur so 1:0 hinten liegen, damit wir das Spiel vielleicht noch gewinnen können. Wenn wir 2:0 hinten liegen, reicht es nur noch für ein Unentschieden. Dann frische Kräfte zu bringen, die pushen und das Spiel dann irgendwie zu drehen. So. Idealerweise kriegen wir kein Tor gegen Kopenhagen. Dann gewinnen wir das vielleicht ein bisschen einfacher. Müssen nicht erst noch ein Tor aufholen. Das ist im Moment unsere Spielweise. Ja, Fortschritt, im Gegensatz zu den sonstigen Spielen. Ich habe heute mal Flanken gesehen, die alle Schrott waren. Wir haben heute wieder Kimmich-Ecken gesehen und auch Sané-Ecken, die seinesgleichen suchen. Die 9 Ecken waren Waffen. Ja, der Freistoß war auch eine Waffe, den wir hatten. Ja, ich bin einfach nur noch begeistert. Ja. Der nächste Sieg. Und ja, alles gut. Ich werde auch hier nicht mehr irgendwelche Dinge kritisieren. So, 2:1 gewonnen. Ihr habt anhand meiner Noten gesehen, dass die Mannschaft top war. Und ja, damit, wow, wir spielen erst Sonntag, sehe ich gerade. Ist ja wild. Ja, damit können wir uns dann vorbereiten auf das Spiel am Sonntag. Ja? Ich freue mich. Leute, ich wollte das Sarkastische echt durchziehen hier bis zum Ende. Ich krieg's nicht hin. Ja, ich werde Donnerstag, ja, ich denke mal so gegen
17:30 vielleicht roundabout oder 18 Uhr. 18 Uhr eher, von 18 bis 20 werde ich nochmal einen kleinen Bayern-Stream machen auf Twitch. Wer dabei sein möchte, Link findet ihr, scrollt mal einmal runter, macht mal Vollbildmodus aus oder guckt mal einmal auf den Monitor, wenn ihr die ganze Zeit nur mein Gelaber anhört. Scrollt mal einmal runter, nehmt den ersten Link, redmunich_13, Donnerstag, 18 Uhr, machen wir nochmal für 2 Stündchen. Einen kleinen Bayern-Talk. Ich denke, dann können wir noch mal ein bisschen über unsere Spielweise philosophieren. Wir können noch mal das Thema Max Eberl aufgreifen, weil da habe ich ja heute auch mal ein bisschen reingehört in Freund. Da war nichts abgesprochen, dass da noch jemand kommt. Gar nichts. Ja. Ob er damit ein Problem hat, nee, er hat damit kein Problem, hat er gesagt. Er hat aber 2, 3 Mal ganz klar gesagt, dass mit ihm geredet wurde, welche Aufgabenbereiche er hat und dass er die auch ausfüllen möchte. Ja. Das heißt, wenn dann Max Eberl kommt, wird das rappeln. So. Es kommt ja nicht ein Max Eberl zu uns, um das nochmal ganz kurz abschließend hier einzufügen, kommt ja nicht ein Max Eberl zu uns und sagt so, ja, ich bin jetzt hier Sportvorstand, ich möchte aber auf die Kaderbildung keinerlei Einfluss haben. Kann ich mir nicht vorstellen, aber wie gesagt, das Thema machen wir am Donnerstag im Stream. Ja, mit einer Rückblick auf das sehr, sehr gute Spiel von Kopenhagen. Vom FC Kopenhagen, ja. Ich bin gespannt, was der Tuchel jetzt gleich noch wieder in 3 Minuten auf der Pressekonferenz sagen wird, weil er ja wieder keine Zeit hat. Ja, gut. Heute abschließend vielleicht. Sonst haben wir immer so Phasen gehabt, so 20 Minuten pro Halbzeit gut oder mal eine Halbzeit gut. Ja, jetzt sind wir ungefähr an dem Punkt angekommen. Ja. Habe ich heute gute 10 Minuten von uns gesehen oder gute 20 Minuten? Nee, eigentlich nicht. Nicht wirklich. Wir haben keinerlei Mittel heute gehabt. Wie gesagt, die Einzelaktion von Musiala, dann die Aktion von Müller, beziehungsweise McKay mit seiner Verlängerung, dann Müller die super Einzelaktion. Und ein Ole, der dann den Sieg festgehalten hat. Das war alles. Aber ja, das ist jetzt unser Fußball unter Thomas Tuchel. Und genau, das werden wir im Stream mal besprechen. Was ihr dann jetzt so von unserem Fußball haltet, den wir unter Tuchel spielen. Ich bin sehr gespannt. Ja. Jo. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich freue mich auf Donnerstag. Kommt gerne vorbei. Ansonsten bleibt gesund. Bis dann. Tschüssi.